Seit rund 2000 Jahren feiern wir Ostern miteinander und heute Morgen wollen wir gemeinsam eintauchen in die Ereignisse, die rund um Ostern vor 2000 Jahren passiert sind. Miteinander eintauchen in Geschichten, die sich am Feuer abgespielt haben. Zwei Begebenheiten und die erste ist in der Nacht vom Donnerstag auf den Karfreitag. Jesus hat Gott mit seinen Jüngern zusammen das letzte Mal zur Nacht gegessen, das berühmte letzte Abendmahl. Und er ist dann mit ihnen zusammen raus noch in den Garten Gethsemane beten. Es ist schon dunkel draussen und in dieser Nacht wird es plötzlich hektisch. Wir lesen im Lukas 22 ab Vers 54. Die Männer verhafteten Jesus und führten ihn zum Palast des Hohepriesters. Petrus, das ist einer von diesen Jüngern, von diesen Freunden von Jesus, folgte ihnen in sicherem Abstand. Im Hof des Palastes zündeten sie ein Feuer an, um sich zu wärmen. Petrus setzte sich zu ihnen. Ist jetzt also die Szenerie. Mitten in dieser Aprilnacht in Jerusalem, in dem Vorhof vom Haus vom Hohepriester, wo so groß war, dass es als Palast da beschrieben wird, wo Jesus drinnen verhört wird und der Petrus, einer von seinen Freunden, in seiner Nähe möchte sein. Er will so nahe sein, dass er mitbekommt, was passiert und trotzdem so weit weg, dass er inkognito bleiben kann. Unerkannt unter dem Radar durchfliegen. Und so sitzt er also dort und wärmt sich vor dem Feuer, das sie dort angezündet haben in dem Vorhof. Er hört gespitzt mit seinen Ohren und plötzlich kommt eine Frau auf ihn zu und sagt, dich kenne ich doch. Du bist doch auch einer von denen, der mit dem Jesus umeinandergezogen ist. Und der Petrus streitet vehement ab, sagt, den Jesus, den kenne ich nicht. Mit dem habe ich nichts zu tun gehabt. Am Petrus' Herz klopft wie wild und er ist froh, dass sich die Szene mit dieser Aussage dann rasch in die Luft aufgelöst hat. Und so ist er dort, versucht weiter mitzubekommen, was mit Jesus passiert. Und ein Zeitchen später kommt eine zweite Person auf ihn zu, mustert ihn nochmal so kritisch und fragt ein weiteres Mal, aber ich kenne dich doch. Du bist doch auch einer von denen, der mit Jesus unterwegs war. Der Petrus bestreitet das nochmal ein bisschen vehementer und sagt, ich kenne den Jesus nicht. Langsam aber sicher wird ihm klar, dass die Luft da immer dünner wird. Aber er will irgendwie Jesus ja auch nicht im Stich lassen und so hart er weiter aus an dem Feuer. Und so kommt, was kommen muss, nämlich ein drittes Mal konfrontiert ihn jemand. Und mit jedem Mal wird es ein bisschen deutlicher. Mit jedem Mal zieht sich die Schlinge um seinen Hals nochmal ein bisschen näher zusammen. Die Person schaut dem Petrus in die Augen und sagt, ich weiß es ganz genau. Du bist auch einer von diesen Galiläern aus dem Norden. Man hört es dir ja an deiner Sprache an, so wie du redest. Du bist auch einer von denen, der mit dem Jesus unterwegs war. Und der Petrus wehrt sich, als ob es um sein eigenes Leben geht und sagt, ich schwöre, ich kenne den Menschen nicht. Gott soll mich verfluchen, wenn ich lüge. In dem Augenblick kräht ein Hahn. Und für einen Augenblick bleibt die Zeit wie stehen. Es wird alles still. Wir lesen, wie es heißt: Jesus drehte sich um und sah Petrus an. Da fielen Petrus die Worte ein, die der Herr zu ihm gesagt hatte. Ehe der Hahn heute Nacht kräht, wirst du 3-mal geleugnet haben, mich zu kennen. Er ging hinaus und weinte voller Verzweiflung. So lange hat er es geschafft, der Petrus, das Kartenhaus von seinem Leben aufrechtzuerhalten. So lange hat er es geschafft, der Starke zu sein. Er, der immer der Erste war. Er, der immer vorausgegangen ist. Aber jetzt da, in dieser kalten Nacht im April, in dem Vorhof von dem Haus vom Hohepriester, treffen sich die Blicke von diesen beiden, von diesen Freunden.
Petrus schaut dem Jesus tief in die Augen und er erkennt, er hat versagt. Er hat es nicht geschafft. Er hat nicht der Mensch können sein, den er gern hätte wollen. Es zieht ihm den Boden unter den Füßen weg, er rennt davon. Und es heißt, er weinte bitterlich. Zu unserem Leben gehören so viele verschiedene Facetten. Wahrscheinlich kommen dir, wenn du an Erinnerungen von diesen letzten Jahren zurückdenkst, Dutzende Beispiele in den Sinn. Moment vom Erfolg, wo man sich gefreut hat. Moment, wo man vielleicht eine gute Note hatte. Moment, wo einem etwas gelungen ist. Moment, wo man sich verliebt hat. Moment, wo man miteinander die Schönheit und die Einzigartigkeit vom Leben hat können geniessen. Es kommen einem aber auch immer wieder andere Sachen in den Sinn. Moment, wo man traurig war. Moment, wo man versagt hat. Wo man sich selber enttäuscht hat. Wo man Menschen enttäuscht hat, die man gern hat. Moment, wo man Sachen gesagt hat, die man nicht wollte sagen. Sachen gemacht hat, die man nicht wollte machen. Eigene Fehler, moralisches Versagen. Vielleicht auch eigene Begrenzungen. Dass man sich angestrengt hat, dass man sich zusammengerissen hat, dass man sein Bestes gegeben hat und dass man es trotzdem nicht geschafft hat. Dass man trotzdem nicht der Mensch hat können sein, den man eigentlich hat wollen. Moment, wo es einem wie so ein Stich durchs Herz geht, weil man merkt, ich schaffe es einfach nicht. Ich packe es einfach nicht. Auch wenn ich es noch so gerne würde wollen. Moment vielleicht von der Krankheit, wo einfach nicht weggeht. Wo man gebetet hat und es wird einfach nicht besser. Oder Schicksalsschläge. Ein lieber Mensch, den man verliert. Eine Freundschaft, die in Brüche geht. Jemand, der ihm Unrecht da hat. Der Job, den man verloren hat. Kinderlosigkeit. Es gibt so viele Dutzende von verschiedenen Situationen in unserem Leben, solche, die ich kenne, wo es uns ähnlich geht wie dem Petrus. Wo man merkt, dass das Leben auf dieser Erde einfach unvollkommen ist. Unperfekt. Dass es nicht eine Aneinanderreihe an Highlights ist, sondern dass es immer wieder Niederschläge gibt, Rückschläge gibt. So ein Moment, wo man merkt, ich wünschte, es wäre anders. Dabei hätte doch ein paar Stunden zuvor alles so gut angefangen gehabt. Nur ein paar wenige Momente vorher hätte niemand daran gedacht, dass der Petrus je in seinem Leben an diesem Punkt könnte landen. Er hat sein Leben tipptopp im Griff gehabt. Er war einer von denen, der immer das rechte Wort gewusst hat. Einer von denen, der immer etwas zu tun hatte. Einer von denen, der sich immer selber wehren konnte. Und der Petrus hat so seine Strategien gehabt, wie er mit dem Leben zurechtgekommen ist. Auch mit schwierigen Situationen und Umständen zurechtgekommen ist. Und ich erinnere mich noch, wie wenn es gestern gewesen wäre, wie oft mein Vater das gesagt hat, wenn ich mich versucht habe, aus einer Situation rauszuretten. Ich nicht, du auch. Kennt ihr das Prinzip? Ich nicht, du auch. Das ist das Prinzip, das wir Menschen uns antrainiert haben. Ich würde behaupten, es ist schon im Garten Eden bei Adam und Eva zur Anwendung gekommen, um mit Schwierigkeiten, mit Herausforderungen, mit drohender Gefahr umzugehen. Es heisst nämlich in Matthäus 26, Vers 32, wo Jesus den Petrus anspricht oder die Jünger anspricht und sagt, es wird mich einer von euch verraten. Da sagt er, wenn sich auch alle anderen von dir abwenden, ich nicht. Ich halte auf jeden Fall zu dir. Mir könnte das nie passieren. Die Unschuldsmine, die aufgesetzt wird. Petrus sagt, ich nicht. Auch wenn alle anderen Menschen sind, mit Fehlern und mit Schwächen, ich nicht. Oder es ist so die Selbstgerechtigkeit, die vielleicht der Petrus manchmal hat. Das Gefühl, mir kann nie etwas passieren. Ich bin doch stark. Wie viele Menschen kennen wir? Wie oft sind wir selber vielleicht so Menschen, die sagen, mir passiert das nie. Allen anderen. Wir lesen etwas in der Zeitung. Wir sehen sie in unserer Familie, in unserem Umfeld und wir denken, mir passiert das nicht. Ich kann schon auf mich aufpassen. Ich habe mich schon im Griff. Ich nicht, du auch.
Du auch ist die zweite Variante, mit dem Finger auf andere zeigen oder wie man vielleicht auch sagen könnte, Angriff ist die beste Verteidigung. Das heißt nämlich in Johannes 10, 18, in dieser Szene dort in dem Garten, wo Jesus verhaftet wird, dass sich der Petrus zur Wehr setzt. Mit ganzer Energie. Und er schaltet in Angriffsmodus. Und das heißt, Simon Petrus hatte ein Schwert dabei. Plötzlich zog er es, schlug damit auf Malchus, den Diener des Hohepriesters, ein und hieb ihm das rechte Ohr ab. Man wird laut, man wird wild, man zeigt mit dem Finger auf die anderen, man schaltet in Angriff hinein zum Ablenken von sich selber. In Situationen der Gefahr kenne ich es aus meinem eigenen Leben, vielleicht du auch, dass man schnell reagiert mit dem «Ich nicht, du auch». Es gibt so ganz viele unterschiedliche Arten, wie man mit Schwächen, mit Fehlern, mit Schwierigkeiten, mit Schicksalsschlägen umgehen kann. Ich habe 3 herausgenommen, die mir in letzter Zeit öfters begegnet sind. Das erste, habe ich letztes Jahr auch gehört, hat mir jemand gesagt, ja weisst, du musst nicht traurig sein, Gott hat einen besseren Plan. Wenn das nicht klappt, dann wird sicher etwas Besseres kommen. Oder vielleicht könnte man es zusammenfassen mit dem Sätzchen, das hat einen tieferen Sinn. Wenn Schwierigkeiten in unser Leben hineinkommen, versuchen wir uns oft damit zu trösten, dass es einem grösseren Gut dient. Dass wir sagen, es ist jetzt zwar im Moment vielleicht ein bisschen schwer, aber es kommt dafür umso schöner dann wieder zurück. Wir haben das Gefühl, dass offenbar der Schmerz besser zu ertragen ist, wenn wir ein bisschen auf die Seite schieben, wenn wir uns fokussieren auf das, was noch kommt. Das hat einen tieferen Sinn. Oder ich beobachte es in einer anderen Ausprägung im Sport. Ich habe ja gerne Sport und es ist mir letztes Mal aufgefallen, im American Football, das sind ja so Bären von Männern, die haben so ein Opfernarrativ. Das heisst, sie tun sich eigentlich immer gerne als die anstellen, die geplagt worden sind von allen. Die ganze Welt ist gegen uns und der Schiedsrichter ist ungerecht zu uns und alle machen uns ab und in der Zeitung lachen sie auch über uns und wir sind der Underdog und man tut sich selber so klein machen, als Opfer darstellen, damit man den Find umso grösser machen kann und sagen, es hat einen grösseren Sinn, ein grösseres Ziel. Jetzt vielleicht müssen wir unten durch, aber wir werden umso stärker zurückkommen. Wir werden uns wehren. Wir gehen über in Angriff. Das Problem ist nur, wenn man sich in die Rolle hineinbegibt und der Ärger und die Wut und die negativen Emotionen so aufstilisiert, die wird man fast nicht mehr los. Ja, das Leben geht weiter, auch nach Schicksalsschlägen. So oft geht es irgendwie weiter. Und ja, schwierige Lebenssituationen müssen nicht unbedingt das letzte Wort haben in unserem Leben. Aber Gefühl von der Enttäuschung, von der Trauer und vom Frust einfach auf die Seite zu schieben, macht die Sache, ehrlich gesagt, überhaupt nicht besser. Was nützt das, zu sagen, ja, es hat vielleicht einen tieferen Sinn, es kommt schon besser. Es ist der Versuch, den Schmerz klein zu machen, klein zu behalten in unserem Leben, damit wir nicht ehrlich sein müssen, nicht anschauen müssen. Aber eine Scheissituation wird doch ehrlich gesagt nicht einfach besser, nur weil man sich selber einredet, es kommt dann schon wieder irgendetwas Gutes. Schwieriges, Schlimmes, Trauriges ist traurig und darf traurig sein. Also das Erste ist, das hat einen tieferen Sinn. Es gibt eine zweite Variante, auch das kenne ich gut aus meinem eigenen Leben. Zusammengefasst in dem Sätzchen, Gott straft sofort. Oder man sagt manchmal auch das Karma, oder wenn man vielleicht jetzt nicht so christlich geprägt ist. Ist ja logisch. Es knackt an unserem Selbstwert. Wenn schwierige Sachen in unser Leben hineinkommen, dann kann das manchmal eine Auswirkung auf uns haben, dass wir uns selber sagen, ich habe es verdient. Ich bin selber die Schuld. Kein Wunder, passieren mir immer so Sachen. Oder vielleicht die grosse Frage vom Warum, die dann aufkommt, die einem quält. Man sucht nach einem Grund. Man sucht nach irgendjemandem, der Schuld hat an dieser ganzen Sache. In der Hoffnung, dass es dann den Schmerz in unserem Leben ein bisschen kleiner würde machen. Jesus, mit was habe ich es verdient? Warum passiert mir das immer? Warum? Wie schnell sage ich das? Wenn ich mir die Zehen anschlage. Wenn ich wieder mal ausraste daheim und Sachen sage, die ich nicht gerne gesagt habe. Wieso passiert mir das immer? Wieso immer ich? Wieso? Was erhoffen wir uns? Was erhoffen wir uns daraus, wenn wir die Warum-Frage geklärt haben?
wird die Situation wegen dem dann besser? Oder wenn irgendjemand schuld ist, wird die Situation dann besser? Wenn ich selber die Schuld bin? Ja, manchmal sind wir selber die Schuld, so wie der Petrus auch. Er hat es selber verkackt. Er war selber der, der verantwortlich war für die Misere, die dort passiert ist. Aber ganz ehrlich, es macht nichts besser an der Situation. Es macht es ehrlich gesagt nur noch fast schlimmer. Weil am Schluss kommt dann zum Schmerz und der Trauer auch noch Ärger und Enttäuschung dazu. An Emotionen. Also das Erste ist, man sucht einen tieferen Sinn. Das Zweite ist, Gott straft sofort. Und ich habe noch etwas Drittes gefunden. Du darfst keine Schwäche zeigen. Manchmal tendieren wir dazu, im Angesicht von schwierigen Umständen versuchen, uns aufzubäumen. Wir verdrängen die Schwierigkeiten und wir erlauben es uns nicht, uns irgendetwas anzumerken zu lassen. Wir putzen noch mal ganz kurz die letzten Reste der Tränchen ab. Wir sammeln unsere Energie und wir gehen mit ganzer Kraft in Angriff hinein. Und wie paradox, gerade wir Christen neigen so oft dazu, unbarmherzig zu sein, und keine Schwäche und keine Fehler zu tolerieren. Unsere Ansprüche an die Lebensführung, unsere Ansprüche an die Moral, unsere Ansprüche an den Umgang mit solchen Sachen sind so hoch, dass es keinen Platz hat für Gnade und Barmherzigkeit. Reiss dich zusammen. Indianer kennen keinen Schmerz. Oder auch eine beliebte Sache. Den anderen geht es noch viel, viel schlechter. Also tu nicht so. Oder vielleicht, wie ich es bei meinen Kindern jemanden gehört habe, wer will schon ein Opfer sein, gell? Nur Opfer zeigen die Schwäche. Also bist stark und wehr dich, schlag zurück. Ganz unterschiedliche Varianten, um versuchen, Schmerzen aus dem Weg zu gehen. Aber der Petrus geht einen anderen Weg. Zugegeben, nicht ganz freiwillig. Er hat es sich nicht so ausgesucht. Bis zum letzten Moment hat er gedacht, ich kann es schon. Aber dort an dem Feuer, in dem Hof vom Hohepriester, zerbricht alles in seinem Leben. Vielleicht kennst du das auch. So Situationen, wo du es einfach nicht mehr im Griff hast. Wo es den Boden unter den Füßen wegzieht. Wo es dich überkommt. Situationen, wo du merkst, egal wie fest dass ich mich zusammenreisse, egal was ich auch probiere, ich schaffe es einfach nicht. Ich schaffe es einfach nicht. Es geht einfach nicht. Egal was ich mache. Und es heisst, Petrus ist fortgegangen und hat bitterlich geweint. Bitterlich brüllt. Tränen vergossen ab dem Schmerz. Es hat ihn überkommen, es hat ihn übermannt. Wisst ihr, was mich fasziniert an dieser Geschichte von Ostern? Es ist kein Heldenepos. Es ist keine heroische Geschichte, wo einer aufsteht und sich zur Wehr setzt. Ostern ist eine Geschichte von der Niederlage, eine Geschichte von der Trauer, eine Geschichte vom Versagen, eine Geschichte von einem Petrus, der lange als Held geschonen hat, aber im entscheidenden Moment es nicht mal geschafft hat, gegenüber einem einfachen Hausangestellten vom Hohepriester, gegenüber einer Frau, die das Zeugnis nicht einmal etwas zu gelten hätte vor Gericht. Oder dort mal das Zeugnis von einer Frau hat nichts gegolten, hat man nicht beiziehen können. Der Petrus schafft es nicht einmal dort, ihr zu sagen, dass er zu Jesus dazugehört. Obwohl er noch ein paar Stunden vorher geschworen hat, dass auch wenn alle den Jesus verlassen, er dann schon kämpfen wird. Manchmal in unserem Leben müssen wir uns dieser Tatsache stellen, dass die Sachen nicht so sind, wie wir es uns gewünscht hätten, auch als Christen. Da nützen alle Gebete manchmal nicht. Wie oft schon habe ich gebetet und gebetet und gebetet und gebetet und es ist gleich nicht so gekommen, wie ich es wollte. Und man steht und man merkt, ich bin immer noch Mensch, unvollkommen. Ich glaube, es braucht Platz. Vor allem wir Menschen im Westen müssen Platz schaffen für Emotionen wie Trauer, wie Enttäuschung, wie Schmerz, wie Leiden. Wir können das nicht einfach auf die Seite schieben. Es gehört zu unserem Leben dazu. Und es macht nichts besser, wenn wir Ausreden suchen. Aber Ostern wäre eine Geschichte von Ostern, wenn sie dort aufhören würde. Es gibt nämlich eine zweite Begegnung am Feuer.
Es ist ein paar Tage, nachdem Jesus auferstanden ist. Ein paar Tage, nachdem das Grab leer war, wo der Petrus und seine jüngeren Freunde zusammen wieder zurück sind. Zurück in den Heimat am See Genezareth, bei der Sache, die sie am besten haben können, nämlich Fischen. Man muss aber ehrlich sein, in dieser Nacht ist es nicht besonders gut gelungen. Und so sind sie also auf dem Highway im Morgengrauen mit leeren Netz und fahren so auf das Ufer zu. Und an dem Ufer sehen sie von weitem den Umriss von einem Mann. Zuerst noch nicht so ganz klar, wer das wirklich ist. Merken sie je näher, dass sie kommen, dass es Jesus ist, der dort auf sie wartet. Jesus an dem Ufer von dem See Genezareth, wo wartet auf die Jünger. Und sie kommen zurück und dann heißt es dort im Johannes 21, als sie aus dem Boot stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten. Auch Brot lag bereit. Das war der Vorläufer vom Osterbrunch, wo Jesus da für seine Jünger vorbereitet hat. Und der Petrus kommt zu dort dran an und all die Jünger kommen zu dort dran an. Und es ist ganz bestimmt kein Zufall, dass da wieder von einem Feuer gedreht war. An dem Feuer hat der Petrus Jesus 3-mal verleugnet. Das Feuer markiert den Ort der grössten Niederlage, vom Versagen, vom Eingeständnis, dass er auch nur Mensch ist und dass er es alleine nicht schaffen wird. Und wieder an dem Feuer, am Morgen dort, nimmt Jesus den Petrus auf die Seite, schaut ihm tief in die Augen und sagt: Petrus, liebst du mich? Und der Petrus natürlich immer noch zeichnet von dem Schmerz, vom Versagen, versucht es wieder gut zu machen und sagt: Ja, Jesus, ich liebe dich. Dann sagt Jesus: Gut so. Dann gang hin und weid meine Schafe. Das meint, schau diesen Menschen, die an mich glauben. Aber Jesus gibt sich nicht zufrieden mit dieser einfachen Antwort und fragt ihn ein zweites Mal: Petrus, liebst du mich? Und der Petrus sagt: Ja, Jesus, du weißt es doch, ich liebe dich. Sagt er: Gut so, gang hin und schau auf meine Schafe. Und wieder ein bisschen später schaut Jesus an Petrus ein drittes Mal tief in die Augen und fragt: Simon, Sohn von Johannes, hast du mich wirklich lieb? Dann heisst es: Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihm nun zum 3. Mal diese Frage stellte. Deshalb antwortete er: Herr, du weißt alles. Du weißt doch auch, wie fest ich dich gern habe. Auf das aber sagt Jesus: Dann sorg für meine Schafe. Was macht Jesus da? Wieso macht er das? 3-mal hintereinander den Petrus fragen. Hat er das nicht schon genug gelitten gehabt? Wollte Jesus nur mal ein bisschen Salz in die Wunde streuen und sicherstellen, dass er nicht übermütig wird, wie wir es Christen so oft miteinander machen. Schauen, dass ja keiner zu viel von sich haltet. Nein, Jesus fragt den Petrus 3-mal, weil er zurück an den Ort will, von Petrus im Versagen. Petrus muss niemand anders sein, als er ist. Und trotz seiner Fehler, trotz seiner Schwächen, trotz seiner Unvollkommenheit hat Jesus ihn gern. Ich glaube, der Jesus fragt den Petrus 3-mal: Hast du mich gern? Weil er ihn will zurücknehmen an den Ort. Weil er ihn zurücknehmen will an die Situation dort, wo sich das Messer in seine Seele, in sein Herz hineingestochen hat. Die Niederlage, das Versagen. Und er will sagen: Ich will dich genau so. Ich hol dich genau dort ab, wo du bist. Du musst nichts vorspielen. Du musst nicht so tun, als wärst du stark. Du musst es nicht auf die Seite schieben und sagen, es kommt schon wieder gut. Du darfst sein, wer du bist. Unvollkommen, gebrochen. Und jetzt ist er ausgemustert. Jetzt sagt er so: Jetzt kannst du den Rest von deinem Leben einsetzen, um zu probieren, das alles wieder gut zu machen. Jetzt kannst du versuchen, mal zu schauen, ob du es irgendwie wieder schaffst. Und bei jedem Mal, wo der Petrus stolpert und bei jedem Mal, wo er es vielleicht nicht ganz perfekt schafft, kommt wieder das schlechte Gewissen, oder was? Ostern
ist auf der einen Seite die Geschichte der Niederlage. Es ist auf der anderen Seite aber eine Geschichte vom Neuanfang. Von der zweiten Chance, von der dritten Chance, von der vierten Chance. Für Menschen wie du und ich, die unvollkommen, unperfekt sind. Für Menschen, die Fehler und Schwächen haben. Für Menschen, die manchmal zu Abend in ihrem Bett brüllen. Menschen, die sich an den Kopf langen. Menschen, die sich schämen über dem, was ihnen passiert ist in ihrem Leben. Menschen, die innerlich aufgefressen werden. Ostern ist die gute Nachricht von der zweiten und der dritten Chance für dich, wo dir sagt, Jesus weiß, wer du bist und du darfst so sein, wie du bist. Und er will dich genauso brauchen, weil was sagt Jesus an Petrus? Gut so. Und er gibt ihm den grössten Auftrag, den es je gegeben in der Geschichte der Kirche. Er sagt, ich mache dich zum Fels und auf dir baue ich meine Kirche. Und all die Menschen, die je an mich werden glauben, sie werden prägt sein von dem, was du bist und prägt sein von dem, was du tust. Aber nicht von dem vollkommenen Bild, das du versucht hast zu tun. Nicht von dem Kartenhaus, das irgendwo gestanden ist im Leben. Sondern von dieser ehrlichen, authentischen Art und Weise, dass du mit mir unterwegs bist, durch alle Höchst und Tiefs vom Leben durch. Dass du mir deinen Schmerz, dein Versagen, deine Fehler angibst. Und durch die Kraft von Ostern, durch die Kraft von der Auferstehung wird es eingetauscht für eine neue Chance. Und so stehe ich heute Morgen da, anstelle von Jesus. Ich schaue dir tief in die Augen. Und ich frage dich, brauchst du eine zweite Chance in deinem Leben, eine dritte Chance, eine vierte Chance? Suchst du nach etwas, wo du dafür leben kannst? Nach etwas, das grösser ist als du? Willst du einen Unterschied machen im Leben von anderen Menschen? Dann ist der Jesus da und er sagt, es braucht nichts mehr, als dass du sagst, ja. Ja zu mir. Ja zu dem Jesus. Ja zu seinem Angebot, wenn er sagt, willst du deinen Schmerz mir loslassen, mir abgeben und ein neues Leben empfangen. Ostern ist eine echte Geschichte von einem Neuanfang. Auch heute noch, 2000 Jahre später. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du jedes einzelne von uns kennst. Und du kennst auch die dunkelsten Ecken von unserem Leben. Die Sachen, wo wir schauen, dass sie ja niemand sieht, dass sie ja niemand weiss. Das, was wir versuchen zu verstecken, auch das kennst du, auch das siehst du. Dort, wo wir enttäuscht sind, dort, wo wir traurig sind, dort, wo wir uns nerven bei uns selber, dort, wo wir uns schämen, weil wir es nicht geschafft haben. Ich danke dir, wir müssen nichts verstecken von dir, weil du es schon kennst. Und danke, verstoßest du uns nicht, sondern rufst du uns zu dir und sagst, komm mit all dem Ballast, komm mit all dem Dreck, komm mit all dem Schmerz, komm mit all dieser Enttäuschung, komm zu mir. Ich will es dir abnehmen. Ich will dir eine neue Chance, ein neues Leben geben. Durch die Kraft der Auferstehung, die aus Tod neues Leben macht. Und so bitte ich dich für jedes Einzelne da rein, für jedes Einzelne, der über den Livestream zugeschaltet ist, dass es die Botschaft von Ostern aus seinem eigenen Herzen, aus seinem eigenen Leben erleben darf. Egal ob zum ersten Mal oder zum 100. Mal. Darf aus dem Gottesdienst rausgehen, den Ballast da lassen und das neue Leben und die neue Chance mitnehmen. Amen.